An einer Sitzung vom Intergruppe Viticulture Tradition Qualität vom Europäischen Parlament haben wir die letzte Woche zu Straßburg auch über ein ganz wichtiges Thema geschwatzt, und zwar den von der Aufwärtsstrategie von der Kommission gegen die Sekellen, die Dommagen, die mit dem Alkohol verbunden sind. Die Kommission will schon eine grosse Strategie de lutte contre les dommages liés à l'alcool machen. Und wir hatten da eine Vertreterin von der Kommission, von der DG Gesundheit, die uns die Idee vorgestellt hat. Wir hatten aber auch Leute von Beruf, und zwar Vertreter vom Komitee 20, aber besonders auch Vertreter von den europäischen Brauereien, die dazu Stellung genommen haben. Die Leute aus dem Filière Vitivinicole und auch Brauereien, die machen sich groß Sorgen, dass wahrscheinlich bei dem Kampf gegen den Alkohol, den Kommission neu lancieren will, dass durch Kant man Bordwasser ausgeschöpft wird, weil sie dann wahrscheinlich so weit gehen, dass sie den Sektoren ganz viel schulden. Übrigens hat die Vertreterin von der Kommission mit großer Begeisterung gesagt, die Lützeburger, die gingen beim Autofahren von 0,8 auf 0,5 zurückgehen, und sie hat gefunden, dass das ein ganz großer Fortschritt wird. Ich habe gesagt, dass wir auch große Quatsch, weil das kein, den ihn dort wird, von 2 Gläser oder 3 Gläser Wein oder Bier getrunken hat, die gefährlich sind, das sind die 1,5, 2 am mehr Alkohol am Blut haben und dann Auto fahren. Und das Ganze, das schuld nicht nur die Wein- und Bierproduzenten, das schuld auch die Restaurants. Und ich fand, dass wir ganz gut müssen aufpassen, was bei der Strategie von der Kommission rauskommt, aber Zeit dafür sorgen, dass es nicht übertrieben wird, wie das oft der Fall kann sein.